Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Bambi, happy birthday to you. Vielen Dank, vielen Dank. Ihr singt so fast so schön wie die Fischerchöre. Dabei sind wir viel weniger, gell? Gratuliere, Papi. Ui. Also den 70er, den klappt ja sowieso keiner. Bleib einfach so, wie du bist. Danke, Mausi. Nein, nein, im Gegenteil. Ich entwickle mich immer weiter. Das sieht man an deiner Hosengröße. Doch. Es gibt Frauen, die sagen, ein Mann mit 70 ist gerade in den besten Jahren. Gell? Ja, für die Frauen im Altersheim vielleicht schon. Ui, Wahnsinn. Ein Bildband über die Route 66. Hey, super. Von Los Angeles nach Chicago. Die Traumstraße der Sehnsucht. Super, danke, Mausi. Vielen, vielen Dank. Gern geschenkt, Papi. Gern geschenkt. Sie hat sich halt gedacht, weil du das nie selber geschafft hast, mit dem Motorrad lieber zum Fahren, sollst du wenigstens die besten Bilder haben, gell? Ja, es ist nie zu spät. Ab einem gewissen Alter vielleicht schon, Papi. Dann sollte man halt von 2 auf 4 Räder umsteigen. Wieso? Ich hab doch ein Auto. Geh, ich mein doch einen Rollator. Sei nicht so frech. Dein Vater ist noch topfit. Der kann noch alles, was die Jungen auch können, gell? Wirklich alles? Ja, Logo. Apropos Schatzerl. Ja. Weißt du eigentlich, was du mir zu deinem 60. Geburtstag versprochen hast? Nein, nicht so direkt, nein. Dein Vater hat nämlich versprochen, dass er einen Tag nach seinem 70. seine Motorradkarriere beenden wird. Was? Was hab ich? Hast du versprochen, beim Hoffmann Andi auf der Terrasse beim Kaffee trinken. Das soll ich gesagt haben. Du wirst doch jetzt keinen Rückzieher machen. Also, Papi, ich muss sagen, ich finde das Fall sehr vernünftig von dir. Auch wenn natürlich deine Island Hoppers da bestimmt was dagegen haben werden. Also darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, gell? Warte, ich muss einmal schauen, wie es wieder wird. Ob wir draußen sitzen bleiben können. Was ist denn das? Da schau her. Sogar der Motorradverband Oberbayern, der gratuliert mir zum Geburtstag. He? Das ist ja gar kein Glückwunsch. Freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass ein Mitglied Ihrer Gruppe Island Hoppers zum Biker des Jahres gewählt wurde. Wahnsinn! Habt ihr das gehört? Biker des Jahres. He? Wirklich? Ja. Unser Kreisvorsitzender wird Sie am 30. August, na, das ist heute, abends besuchen, um dem Sieger persönlich zu gratulieren. Oh, das passt ja. Hey, ausgerechnet an meinem Geburtstag wäre ich geehrt. Ja, Moment einmal, du weißt ja gar nicht, ob du der Auserwählte bist. Entschuldige mal, wer denn sonst? Und dann so ein hoher Würdenträger. Wir feiern doch heute unsere Party. Ja, was machen wir denn da? Ja, gar nichts machen wir. Unter uns Motorradl gibt's keine Würdenträger, da gibt's bloß Biker, nicht? Und wenn er kommt, ist er herzlichst eingeladen, mit uns zu feiern. Du, Papi, die werden bestimmt gleich da sein. Ja, du hast recht, bei der Easy, der kennt sowieso kein Tempolimit nicht, gell? Also, mein Geburtstagsgeschenk gibt's ja erst später, gell? Und den Kuchen, den stelle ich dabei in die Kühlung. Aber pass auf die Kerzen auf, Mami. Weißt du, wann man alt wird? Wann? Wenn die Kerzen mehr kosten wie der Kuchen. Frechheit ist das, gell? Hallo. Sag ich, der Kaffee. Süß auch, gell? Für die beste Gerichte. Kathi! So. Und ich nehm die Blumen mit rein. Ja. Nicht, dass du für deine Kollegen nur als Weichei da stehst. Wieso? Ich hab nichts gegen Blumen. Weißt du, wie wir damals mit unseren Bikes durch die Gegend gefahren sind? Da war gerade die Flower Power Zeit. Also gut. Du, dann werde ich dir jetzt gleich einmal ein Löwenmäulchen ins Haar flechten. Ja. Das geht bloß bei dir nicht. Zu wenig Material. Bei meinem Profil schaut die Leinwand schon durch, gell? Also, bis später, Papi. Ja, ich muss einmal schauen, am Parkplatz, ob der sauber ist.
Nicht, dass die gestern bei der Hochzeit mit einem Morgendratzel recht umeinander bräselt haben da. Ja, fix, wie schaut's denn da aus, ha? Ich werd wahnsinnig. Wo ist denn der Laubbläser, ha? Was schreit er denn so? Wahrscheinlich hat er Staubkorn am Parkplatz gefunden. Ach so, nichts Besonderes heute. Unmöglich. Ich hab doch denen gestern extra Pappteller gegeben, ha? Alles Gute zum Geburtstag. Ja, danke. Was wolltet ihr eigentlich, ha? Ein Laubbläser. Ah, Laubbläser, natürlich. Einen Laubbläser brauchen wir, ja. Ach, guten Morgen. Hab Sie gar nicht gesehen. Tja, das habe ich gemerkt. Ich komme gleich zu Ihnen. Danke, sehr freundlich. So, da kommen wir schon. Ja, wir schauen. Ah, guten Morgen. Oh, hört sich aber gar nicht gut an. Soll ich Ihnen einen Tee bringen? Danke, nein. Ich hätte gern einen Espresso Macchiato und die Frühstückskarte. Sofort. Arbeiten Sie immer so schnell? Ja, na, normalerweise lasse ich mir schon Zeit. Aber heute pressiert's. Ach, was Sie nicht sagen. Warum pressiert's denn? Kathi, sind die schon abgewischt? Ja, Die Tageskarten geschrieben? ja, mach ich gleich. Gastum dekoriert für den Fall, dass es regnet. Ja, es regnet nicht. Aber es könnte. Ja, mach ich dann. Ja, und ist, guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, was ich wollte. Was wollte ich? Hackfleisch. Hackfleisch natürlich. Du, Schatzi, hast du das Hackfleisch für die Burger schon besorgt? Was, hier im Restaurant gibt's Hamburger? Also ich habe hier eigentlich gehobene lokale Küche erwartet, kein Fastfood. Ja, also normalerweise gibt's da ja auch was Gescheites. Aber heute kommen am Chef seine alten Spätzlen und es gibt Hamburger. Ja, aus Nostalgiegründen. Der Chef, der hat heute nämlich einen runden Geburtstag. Ach, das eben war der Chef. Wie alt wird er denn? Er wird heute... Halt, lassen Sie mich raten. 70. Richtig. Also ich finde, er schaut jünger aus. Heute nicht. Hat er Stress? Ja, also wie man's nimmt, gell? Ach, Ihr Espresso ist praktisch schon da. Espresso Macchiato. Mei, dort die Luft gut. Was tut bei uns? Grüß Gott. Ja, servus. Das ist einmal eine Überraschung. Also, dass der Bernd die so schöne Pferdl im Stall hat. Bitte, wer hat wen im Stall? Nein, ich mein, das ist ein angenehmer Anblick, wenn man da reingeht und lauter alte Knacker erwartet und dann sitzen Sie da. So. Hab ich doch richtig gehört, ha? Hey, der Easy! Mensch! Bernd, Easy! Hey! 4 wheels moves the body, 2 wheels moves the soul. Ja. Alter Balkenspruch. 4 Räder bewegen den Körper, 2 Räder bewegen die Seele. Gell? Jetzt schau mal hier, das ist für dich. Wenn einmal irgendwo ein Brösel landet, der dein Auge beleidigt. Ah, vielen Dank, das freut mich. Das sind echte Freunde, gell? Darf ich vorstellen, das ist mein alter Freund, der Heinze, genannt Easy Rider. Der hat mit seiner Maschine schon fast die ganze Welt bereist. Und die Dame ist ein Gast des Hauses, die Frau, Entschuldigung, jetzt weiß ich ihren Namen nicht. Herr Steigenberger. Steigenberger. Jacqueline Steigenberger. Jackie! Ja, jetzt weiß ich, an wen Sie mich sofort erinnert haben. Jacqueline, Jackie, Kennedy, Onassis. Ich darf Jackie sagen, oder? So ein heißer Ofen. Wie sich dieser Mensch bloß seit seiner Jugend verändert hat, ha? Ja, Sie waren wohl in Ihrer Jugend eher schüchtern. Ja, das kann man wohl sagen.
Früher war er nämlich Ministrant und später... Nein, darf ich Sie vielleicht einladen auf irgendwas Spritziges? Die anderen sind ja noch nicht da, oder? Nein, und die Frau Steigbügel freut sich bestimmt. Steigenberger. Die Frau Steigenberger freut sich bestimmt über deine Gesellschaft. Ja. Also, was darf ich bringen? Naja, also ich warte ja eigentlich immer noch auf meinen Espresso Macchiato. Aber ich fürchte, das kann sich hinziehen. Ja, also dann bringst du für die Jackie einen Spritz, ja? Und für mich ein Wasser. Ein Wasser? Ja, habt ihr kein Wasser? Ja, schon, aber entschuldige mal, die unter Wasser. Das ist ja gerade so, wie wenn man einen Chiemsee trockenlegen darf. Sowas. Wo gehst denn jetzt hin? Ich geh außen rum. Ich muss mir doch dein Baby einmal genau anschauen. Du, aber das weißt du schon, gell? Anschauen, ja. Anfassen, nein. Eh klar. So, wo waren jetzt wir zwei stehen geblieben? Anschauen, ja. Anfassen, nein. Und Sie sind so eine Motorradl-Ikone. Du? Ich Motorradl? Nein, ich fahre ein Cabrio. Nein, ich mein, sag doch du zu mir. Hä? Okay, du bist also irgendwie so eine Motorradl-Ikone? Ja, also, aber ich fahre jetzt nicht irgendwie so ein Motorrad, ne? Nicht? Nein. Ich fahre die Königin der Maschinen, da. Das kleine Moped. Naja, Moped. Ja, ich komme ja gerade direkt aus Kalifornien. Mit dem Motorradl? Ja, sozusagen. Easy! Na! Mei, ist das schön, dass du da bist. Super! Du hast ja überhaupt nicht verändert. Hey. Du weißt vielleicht schon, gell? Anschauen, ja. Anfassen, nein. Easy, komm, erzähl, wie war's auf der Route, hä? Ist Ruth seine Frau? Nein. Es ist seine große Liebe. Schön war's auf der Route 66. Aber das verzeih ich euch nachher, wenn die anderen noch nicht da sind. Ist das schön, dass ich euch wieder sehe? Ja. Wo sind denn die anderen? Der Alois hat angerufen, der kommt ein bisschen später. Naja, und der Franco, der mit seinen Weibergeschichten, du weißt das ja. Wer weiß, wie lange sich dem seine Aktuelle wieder schminken muss. Wieso die aktuelle? Hat ja nicht mehr die Blonde. Das weiß ich nicht. Ich glaube Mandy. Mandy, meine ich, hat's geheißen und blond. Blond waren doch den seine Hosen alle. Sehr blond. Ihr müsst mich entschuldigen, weil ich muss jetzt noch die Burger machen, gell? Wissen Sie, der Franco, unser Spätzl, ja, also, der ist natürlich auch immer älter geworden, ne? Aber seine Freundinnen, die sind immer gleich alt. Ja, genau. Er lebt nach dem Motto, ein Mann ist immer so alt, wie er sich fühlt. Eine Frau ist so alt, wie sie sich anfühlt. Scheint ja ein ganz besonderer Männerverein zu sein. Wo wohnst du denn hier, Frau Freiberg? Steigenberger. Frau Steigenberger. So, da wir jetzt Ihr Espresso Macchiato. Das ist so, mein. bitteschön. Und die Karte. Ja. Was? Das ist doch kein Macchiato. Liebes Kind, soll ich Ihnen sagen, wie ein Espresso Macchiato geht? Nein, danke. Und da wäre noch der Spritz. Zum Wohle. Jackie, warum bist denn jetzt du da rübergegangen? Hä? Ich möchte nicht stören, da bei Ihrem Klassentreffen. Nein, das stört doch nicht, Frau Steinwey. Nein. Es ist nur so, ich feiere heute meinen 70. Geburtstag. Den 70. Ja. Na also, das glaubt doch kein Mensch, so wie Sie aussehen. Okay. Ja, also, rüstig ist ja gar kein Ausdruck. Also, ich hätte Sie höchstens für 59 gehalten. Danke. Das Kompliment kann ich zurückgeben. Ich meine, nein. Ich meine, Sie schauen ja auch nicht aus wie gesagt, ich feiere heute meinen Geburtstag und zu diesem Jubiläum habe ich meine Spätzl von den Island Hoppers eingeladen. Was für Hoppler? Die Island Hoppers, also die Inselhupfer. Also heißt unser Motorradverein. Die Idee, die ist beim Bernd seinem 50. entstanden. Ja,
Wir haben nämlich alle eines gemeinsam. Die Liebe zu unserer oberbayerischen Heimat und die Liebe zum Chiemsee Zucker. Ja, gerne. Und natürlich zum Bavarian, Lanz? Ja. Zum Bavarian Easy Rider. Und weil die Fraueninsel quasi der Mittelpunkt vom Chiemsee ist, darum heißen wir uns die Island Hoppers. Ja, wir sind quasi der exklusivste Motorradclub dieser Republik. Ja, genau. Und das insbesondere wegen des einmaligen Standortes der Fraueninsel. Extra Bavarian non est vita. Si est vita, non est ita. Außerhalb von Bayern gibt es kein Leben und wenn doch, dann kein solches. Hat schon Franz Josef gesagt, gell? Ja. Wissen Sie, wir haben super Touren gemacht. Oh ja. Durch ganz Bayern, rauf an die Nordsee, durch Kärnten, Ungarn, Plattensee. Ja, da hast du dann prompt einen Platten gehabt, gell? Ja. Da haben wir dann so viert in einem ganz kleinen Zeit hausen müssen. Na, halt 5 waren wir. 5. Ich glaube, die Mandy Morni war auch dabei, oder? Da warst du das gar nicht du neben mir. Dosenravioli hat's gegeben. Oh, tagsüber haben wir die Schönheiten des Landes eingeölt und abends unsere Kehlen. Wir waren eine super Gang, hä? Was heißt denn da waren? Wir sind eine super Gang, zumindest also einige von uns. Ja. Aha, ja, und Sie sind also miteinander über diese Inseln gehüpft? Sind die alle so rüstig? Die anderen sind ein bisschen älter. Ja. Und stellen Sie sich vor, hernach kommt noch der Kreisvorsitzende vom Motorradverband Chiemgau und nimmt eine Ehrung vor. Aha, ich verstehe. Also jeder Motorradler wird mit 70 geehrt, dass er so lange überlebt hat. Nein. Einer von unserer Gang wird Biker des Jahres. Na, ja, doch. Okay. Kann ich mir schon vorstellen, wer das wird? Ja. Papi, brauchst du mal einen König? Oh, kurz vor 11. Wenn alle da sind, gibt es erst einmal Begrüßungsburger für alle, gell? Also, du, und solange die anderen noch nicht da sind, kannst mir du noch einmal das Fotoalbum vom Plattensee zeigen. Ich hab da neulich eine Frau wieder getroffen und die kommt mir dermaßen bekannt vor. Da muss ich unbedingt in dem Album noch einmal nachschauen. Ja, Freunde. Weißt du, ich war 30. Sie war 20. Und es war Sommer. Ja, und wenn wir uns gestärkt haben, dann machen wir eine Tour wie in alte Zeiten, oder? Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen umdisponieren, weißt du? Wieso? Naja, letzten Sonntag war ich am Rossfeld rum mit dem Semmerhof und da haben wir ein bisschen ein Problem gehabt. Aber Rossfeld war auch super. Servus. Sie gehören sicher auch zu der 70er-Feier. Was meinen Sie? Respekt, gut gehalten. Ich hätte gemeint, Sie gehören auch zu den Euden. Ich meine, zu der Rentnergang. Oh, sind die schon da? Nein, wirklich nicht. Tina? Ja, das spricht für Sie. Also, irgendwie sind diese Herren ein bisschen merkwürdig. Ja, wie meinen Sie denn das? Ja, nur so. Also, wenn es 45 wären, dann täte ich sagen, die sind in der Midlife-Crisis. Aber so? Ach so, ja, aber so ist ja das fast schon eine Grufti-Crisis, gell? Da bist ja. Grüß dich. Grüß dich, Schatzer. Mahlzeit. Entschuldigung. Und? Ja, läuft alles nach Plan. Du, der Walter macht jetzt nur die letzten Handgriffe und dann ist fertig. Und dann? Da geht's weiter wie geplant. Mensch, nicht so laut. Du, wir müssen auf alle Fälle verhindern, dass der Papi die Überraschung zu ihr sieht. Klar, den lassen wir schon ein bisschen zappeln. Pass auf, heute Nachmittag machen die einen Motorradlausflug. Das geht dann also schon einmal. Ja, aber dann? Ich mein, wie halten wir den Papi weiterhin unter Kontrolle? Ja, der mit seiner Putz- und Krümelmanie, der hupft doch überall rum. Schätzelein, lass dir was einfallen. Ist ja schließlich dein Vater, der Geburtstag hat und nicht meiner. Ich bin nur für die Logistik zuständig. Der macht sich's leicht, ha? Typisch Mann.
Ja, servus Walter, grüß dich. Du, sag mal, erstens, hast du jetzt alles beieinander? Sie haben scheinbar Erfahrung mit Männern, was? Reichlich. Kann nur abraten. Was? Ja, logisch gibt's ein Freibier. Ja, du pass auf. Die Altrocker, die machen jetzt heute Nachmittag eine Tour. Da darf's grad passen. Geht's da bei dir auch? Aha. Wann? Um 2? Um 2? Ja, super, passt. Over and out. Servus. Gut. Du, dann kümmere ich mich jetzt um die Burger. Weil je schneller die gegessen haben, umso schneller sind sie wieder weg. Aha. Grüß die Heinzi. Und für die Heinzi. Wer war denn jetzt der saubere Feger da? Sag einmal, Kellnerinnen hast du? Hey, das war die Tina, meine Tochter. Das war die Tina? Ja, Luca. Wie ich das letzte Mal gesehen hab, da war die noch so klar und jetzt ist sie so... Will jemand Fleischpflanzerl statt Burger? Nein, danke. Au, ja, der ist uns gerade noch abgegangen. Der gebückten Schreck von der Gierschleifer-Fraktion. Also alle Burger. Danke für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch. Ja. Und alles Gute zum Geburtstag. Danke, danke. Ja, wollen's nicht drüber zum Bikertisch? Was, so einer zu uns? Der gehört doch nicht zu uns. Ach, ich verstehe. Zu jung. Ja, dann bleibst doch besser bei mir. Ja, ist ja sowieso gescheiter, weil, wissen Sie, da drüben, da beginnt jetzt dann wieder die Talkrunde der Silberrücken. Mhm. Da geht's um längst vergessene Sexpraktiken, nächtlichen Harndrang und Seniorenhandys. Aber es ist ja eigentlich auch nicht der wahre Grund. Haben Sie was ausgefressen? Nein. Sind Sie krank? Ansteckend? So was Ähnliches. Oh Gott. Herr Vater Reisschüssel. Eine was? Eine Sushi-Rolle. Eine was? Einen Japaner. Jetzt ist es raus. Ich fahre nämlich nicht wie diese Hinterradbremser einen Schrotthaufen aus Milwaukee, so eine Affenschaukel mit Gynäkologenstuhl. Sowas, das zwar noch Freiheit riecht und wo man auch ganz bequem seine dritten Zähne in einer Fransenlederpapptasche unterbringt, sondern einen richtigen Brenner. Eine geile... Ich fahre eine... Sprich den Namen ja nicht aus, gell? Das Erwähnen von Reisschüsseln ist hier auf meinem Grundstück tabu. Ich fahre eine... Ja, mei, das ist doch auch schön. Ja, Zweirad ist Zweirad. Sie sind gut, ey. Wissen Sie, die Herren da drüben, die haben es nämlich nicht so mit der Toleranz gegenüber Andersfahrenden. Na, da wenn's kein Ami fährst, da bist du sowas von unten durch. Da wird man zwar nicht massakriert, aber mindestens ignoriert. Ja, nicht einmal das. Ja, Und da ist es auch völlig wurscht, wenn man der Freund von der Tochter ist. das hättest du wohl gern, oder? Wenn man der Freund von der Tochter ist. Nein, da wird man geächtet. Egal, ob man bei der Renovierung da von dem alten Kasten mitgeholfen hat oder nicht. Du, der gib ich gleich einen alten Kasten, gell, du Gnasnudelbiker, du, ha? Ganz ruhig, Brauner. Nein, da bin ich nicht ruhig. Du, er kann da daher in meinen Biergarten, wenn ich nicht mehr weiß, wie man aufrecht im Sattel sitzt. Wir sind die wahren Highway-Cowboys, jawohl. Wir tragen noch das Flair des undressierten Mannes in uns. Wir sind schon Harley gefahren, da warst du noch gar nicht geboren, geschweige denn geplant. Jetzt kommt's mir. Du hast doch da bei mir Hausverbot. Erstens bin ich ja nicht im Haus und zweitens habe ich ja nur dann Hausverbot, wenn ich meine Maschine vor deinem Restaurant parke. Was ich heute nicht gemacht habe, weil das, wie du sagst, ja geschäftsschädigend sei. Ja, das war's auch. Da laufen mir die Gäste davon. Wo sind denn welche? Außer dem abgehalfterten Dennis Hopper verschnitten. Vorsicht, Bürscher, gell? Was denn, ha? Mein Rücken. Oh, warte mal, ich hab da was mitgebracht. Da schau her.
Alles Gute. Oh, alter Mo. Oh, super, schau mal her. Hey, das muss 71 gewesen sein, Toskana, ha? 73. Ja, damals warst du noch jung und schön. Heute bist du bloß noch uns. Obwohl, wenn ich dich so anschaue, hast du dich überhaupt nicht verändert. Ha, danke schön, Alois. Oh, entschuldige mich. Setz dich nur gleich hin, komm, wir weiter. Der Nachschub an Rentnern in Lederklamotten reißt scheinbar nicht ab. Kommen da noch mehr? Ja, da ist ein Altersheim in der Nähe. Ich fürchte, die sind noch nicht komplett. Ich sag dir was, ich freu mich so, ha? Du, wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, meine ich, das muss an dem 60. gewesen sein, ha? Ja, das kann schon sein. Ja, und die Frau hat damals gesagt, noch einmal, wenn du so ein Motorrad besteigst, dann lass ich mich scheiden, gell? Und jetzt sind wir halber noch Biker, ha? Ja. Hat's endlich eingesehen, der Traudel, der alter Besen, ich meine, dein liebes Weibi, dass man uns nicht zähmen kann, ha? Oder hat's dich vielleicht verlassen? Oder du sie? Weder noch. Man muss halt wissen, wie man mit den Frauen umgeht. Oder man schafft sie erst gar keine an, dann hat man das Problem nicht. Oder so, ja. Oh, ich brauche halt jetzt zuerst einmal was zum Trinken. Logisch, freilich, Alois, entschuldige. Kathi, geh, bring mal ein Bier. Kommt sofort, Chef. Alkoholfrei. Was ist los? Ich glaube, ich bin in falscher Form. Der eine ist auf der Wasser, der andere alkoholfrei ist. Ja, was ist denn los mit euch? Ihr habt so früher gesoffen wie die indischen Wasserbüffel. Ihr wart doch früher dem Alkohol nicht abgeneigt. Ja, mei, ich vertrag das nicht mehr so. Ich muss mir das einteilen. Ja, und dann heutzutage ist schon gut, wenn man nüchtern bleibt, bei den vielen Kontrollen. Und selber hat man sich auch besser unter Kontrolle, wenn man ein bisschen maßvoller lebt. Maßvoller. Mensch, Alois, du redst ja schon bald daher wie deine Frau. Also bitte keine Beleidigungen, gell? Ja, das kann auch heute ein netter Abend werden, mit so einer Spaßbremse, du. Berti, jetzt sei ja nicht so, der Läusel ist doch gut drauf, oder? Und mit dem Bier, da hat er schon recht, da müssen wir starten. Schließlich wollen wir ja heute nur eine Tour fahren, oder? Ah ja, wollen wir das? Also entschuldige mal, was hätten ein Treffen von unserer alten Gang für einen Sinn, wenn wir uns nicht hernach auf unsere Stahlrösser schwingen? Ja, hast da wieder recht. Ja, also, am Nordufer vom See entlang, rüber nach Waging, Kaffeeschall trinken und dann über Übersee wieder zurück. Was bis nach Amerika? An einem Tag. Und das mit dem Motorrad. Schon klar. Die Herren sind ein bisschen größenwahnsinnig, ha? Übersee am Chiemsee, Jackie. Ja, ich weiß. Du, aber sag einmal, deine Lederkluft, was ist denn mit der? Die ist ja ein Nagelneibel, wenn du das noch nie angehabt hast. Ja, mei, ich bin halt... ab und zu muss halt was Neues, nicht? Rausgewachsen ist er halt. Hey, was ist los, ha? Jetzt gewampert ist er. Okay. Also, mir langt's fürs Erste. Ich mein, ich werde mich jetzt noch ein bisschen frisch machen. Ja, und zum Frühstück Burger ist jetzt eh nicht so meins. Du, Jackie, hättest du vielleicht Lust, heute Nachmittag bei unserer Tour mitzufahren? Bei mir hinten drauf auf dem Sozius. Was ist los? Du wolltest doch früher nie einen Bremsschlitten dabei haben. Danke, nein. Ja, haben Sie recht. Hinten drauf ist wirklich nichts. Nein, das macht keinen Spaß. Erstens sieht man nichts, zweitens muss man sich am Vordermann festhalten und außerdem ist das völlig uncool. Ja, also ich bin zum Entspannen da. Natur und Stille. Ja. Ja, und auf so einem Motorrad wird man doch Himmelangst. Ja. Bis später, die Herren. Frau Steinhilfer, Sie sind herzlichst eingeladen, mit uns zu feiern. Geht alles aufs Haus. Ja, das ist ja nett, vielen Dank. Ich komme vielleicht drauf zurück. Ja. Also dann, Jackie, bis später. So, Läusel. Ja? Verzeih mal, wie geht's dir denn, hä? Au! Herrschaft, kannst du vielleicht einmal aufhören, mir andauernd auf die Schulter zu hauen? Entschuldigung, ich hab gemeint, du hast das am Rücken. Ja, was mein ganz Gestell ist verschoben. Weißt du was? Während die Schotterpisten zur Tür her, die brauchen jetzt auch mal wieder. Die waren ja vor 40 Jahren noch besser. So ein Schmarrn, ey. Wo gehst du jetzt hin? Ich hab da noch gar keinen Training gemacht. Der kommt gleich wieder. Der wird wahrscheinlich deine Maschine inspizieren. Ja. Ja, nicht, dass du einen Fabrikatwechsel vorgenommen hast und jetzt auch einen Reiskocher fährst. Um Gottes Willen. So was soll es ja geben. Oh. Wer ist denn hier eigentlich? Ist ja ein Neuer im Club. Der?
Nein, der fährt eine. Ja, was? Ja, pfui Teufel. Ein alkoholfreies, bitteschön. Kathi, bringst du mir Johannschorle, bitteschön? Grüß dich, Tim. Wartest du auf die Tina? Nein, die habe ich schon gesehen. Ach so. Ja, auf was wartest du denn dann? Ja, wir müssen bloß noch was klären. Allerdings könnte das relativ schwierig werden, so wie der halt drauf ist. Verstehe. Er hat halt wieder was gegen Maschinen mit asiatischem Migrationshintergrund. Genau. Ja, dann viel Spaß noch. Dankeschön. Kathi, warte mal. Ich habe mal eine Frage. Du kannst mir behilflich sein. Komm her. Ja, also, ich weiß jetzt zwar nicht bei was, kostet aber extra. Ja, schon klar. Sag mal, du weißt doch bestimmt, wo der Schlüssel zur Scheune ist, oder? Da gibt's gar keinen. Was? Oh, ja, das macht's aber schwieriger. Hey, alles, du, deine Maschine, die ist ja noch nagelneu. Also viel gefahren bist mit der aber noch nicht, oder? Hey, was heißt da viel gefahren? Ich komme halt immer so oft dazu. Hey, du bist doch Rentner. Ja, und dann meine Alte, gell? Ja, ich meine, meine Frau, Ja. die hasst nicht so mit dem Motorradl. Die will lieber mit dem Wohnmobil durch die Gegend. Ja, und irgendwo hat sie auch recht. Was? Ich meine, in unserem Alter, da wo die Knie schnackeln und die Bandscheiben zwicken. Und dann die Spritpreise. Du warst doch früher nie so knicker. Früher war ich auch noch kein Rentner. Und hab noch keine anspruchsvolle Frau gehabt, nicht? Wo ist denn deine überhaupt? Die ist in der Küche und macht Burger. Nicht deine Frau, deine Maschine, meine ich. Ach so. Ja, die ist, die hat. Was hat's? In der Werkstatt ist. Ah. Geschmissen hat sie. Ein Lowrider oder gemacht. Na, Doch. Das Vorderradl ist am weggerutscht. Das ist doch immer schön, wenn man Personal hat, das dann redet, wenn es nicht gefragt ist. Eine gute Kellnerin muss jederzeit in der Lage sein, jede Frage der Kundschaft prompt und kompetent beantworten zu können. Aber doch nicht über das Privatleben vom Chef. Komm, geh in die Küche, mach einen Salat an und misch dich nicht in Männergespräche. Männergespräche, tja, da geht's doch eh bloß um Blech und Benzin. Gib Gummi! Aber gern. Ach, Tim, die Sache geht klar. Kannst dich auf mich verlassen. jetzt verzeih. Also geschmissen hat's die. Hast du einen Zitterer gehabt? Nein. Sekundenschlaf. Nein. Jungs Mädel am Straßenrand. Nein. Ja, was denn nachher? Der Reisschüssel hat mich überholt. Was? Ah ja, Kurt Becker hat mich überholt. Gottes Willen. Ja, letzte Woche am Rossfeld rum, ich wollte das ja vorhin schon verzeihen. Das wollte er mir nicht gefallen lassen, nicht? Ich hab mir mal richtig Gas gegeben, hab die letzte Kurve nicht mehr erwischt, Vorderradl ist weg und ich hab einen Abflug gemacht. Ich hab einen Abflug gemacht. Ich, wegen einem Kamikaze-Fahrer, verstehst du? Ja, aber es ist nicht viel passiert. Hab bloß ein paar Hautabschürfungen gehabt, nicht? Aber, Gelobt sei Jesus Christus. ja, aber meine Maschine ist halt hin, gell? In Ewigkeit Amen. Ja, der Lenkerbrocher Gabi gestaucht, der Tanker riesen Dullen drinnen, Fußrasten, Seitendeckel weg, aber naja, aber für meinen Mechaniker, ein Klacks, der kriegt das schon wieder hin, gell? Sowas, hey, du lässt aber schon ganz schön aus. Vielleicht sollten wir unserem Jubilar zum Geburtstag ein Bobbycar schenken. Das hätte 4 Radeln und wenn du umschmeißt, tust dann nicht gar so weh. Hey. Hast du eine gute Werkstatt für deine Maschine? Ja, die steht beim Thomas Walter, aber dauert halt ein bisschen, aber er kriegt's wieder hin. Der Thomas Walter, Ja. er schraubt ja immer noch in seiner Werkstatt rum. Ja. Der war ja schon zu unserer besten Zeit ein Fossil, der ist ja mindestens 80. Nein, Walter Junior, der macht das genauso gut wie sein Vater. Ja, gut. Sei froh, dass dir nichts passiert ist, du. Ja, schon. Ja, vielleicht sollte man halt in unserem Alter doch nicht mehr auf 2 Rädern durch die Gegend düsen. Was spinnst jetzt du? Für was sind wir denn da? Ja. In erster Linie, um unseren greisenhaften Clubchef zu feiern. Ja, aber zweitens, weil wir eine Tour durchs Chiemgau fahren wollen, unten auf zum Sudelfeld. Und du, Berndi, du hockst dich dann bei mir hinten drauf. Hinten drauf, nur über meine Leiche. Eine Tour um den Chiemsee war ausgemacht, also machen wir eine Tour. Hinten drauf, ich bin ja nicht lebensmüde. Hey. Ja, du hast dich halt am Onkel Heinz schön festheben. Nein, dass ich das alles erleben muss. Ha? Papi? Ja. Papi, der Walter ist. Ah, danke, ja. Ich hab keine Ahnung, was er will. Walter, Du und das Essen? Essen ist jetzt dann gleich ja, fertig, gut. gell? Walter, ja, du, das ist nett von dir, danke dir, aber
Nein, ich hab jetzt leider keine Zeit, ich hab nämlich Gäste da, gell? Ist ihr alle am Stammtisch? Was ist los? Ja, ob ich da drüben auch noch eindecken soll? Das ist aber jetzt nicht der Ernst, oder? Gut, dann heute erst einmal nur Stammtisch. Mag jemand einen Senf statt am Ketchup? Das ist nicht der Fall. Gut, dann heute alle das Gleiche. Das sind schon lauter besondere Feinschmecker. Total Schaden. Ja, aber das hat doch nicht so hergeschaut. Ich meine, du hast doch gesagt... Auweh. Was meinst du? Ich soll es verschrotten lassen. Ich soll es zum Kilopreis hergeben. Berti, wir sind bei dir. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja, komm, jetzt nimm's doch nicht so schwer. Das ist doch bloß ein Blech. Chef, Hauptsache dir ist nichts passiert. Ah ja, und wahrscheinlich ist eh besser, wenn du in deinem Alter nimmer fahrst. Nein! Du, vielleicht sollte man was singen. Ja, der Franco hat in solchen Fällen immer ein Lied gesungen. Wir kennen das gleich wieder. Ich bin ein Rockstar. Ich bin ein Rockstar. Ich bin ein Du hast ja überhaupt nicht verändert. Vorwärts, move the body. Two is, move the soul. Grüß dich, Mandy. Du hast dich auch überhaupt nicht verändert. Ich bin nicht die Mandy, ich bin die Piggy. Macht nichts, hast dich trotzdem nicht verändert. Mein ist die Schäde ganze Blasen. Aber wo ist denn eigentlich unser Jubilar? Grüß dich, Berti, alte Wursthaus. Four wheels, move the body, two wheels. Franco, grüß dich. Da, habt ihr was mitgebracht? Happy Birthday. Danke. Was ist mit dem los? Servus, Mandy. Ich bin nicht die Mandy, ich bin die Piggy. Was hat er denn? Totalschaden. Doch nicht etwa. Doch. Sei Alte ist hinüber. Na, so eine Tragödie. Der arme Berti. Sie ruhe in Frieden. Viel zu früh ist sie von uns gegangen. Die Sophie. Jetzt ist soweit Burger für alle. Jetzt beeilt euch einmal, die können jeden Moment ums Eck kommen. Immer mit der Ruhe. Wir sind doch schon so glücklich fertig. Mensch, ist das ein Wahnsinn. Jetzt bin ich schon seit 2 Tagen nur mit euch beschäftigt, aber wenn ich das wusste, dass die Tina da auch noch so einen Deko-Aufwand betreibt, du, da war ich gleich in der Früh gekommen. Freilich. Und dem Jubilar samt Überraschung direkt in die Arme gelaufen. Okay, in der Früh doch nicht. Tina, soll ich noch ein paar Bistrotische oder Dekobäumchen bringen? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das doch ein bisschen unfair, was wir da machen. Ha? Mein Gott, der Arme, der war ja völlig verzweifelt. Hinten muss er sitzen. So eine Demütigung. Dem tut's nicht schlecht, wenn einmal ein bisschen der Wind ins Gesicht wart. Ja, warum denn? Am Sozius, da sitzt er doch im Windschatten. Also ganz kasweiß war er. Mein Gott, das ist ja wohl nicht der Sinn von einem Geburtstag, dass es einem schlecht geht, oder? Und dann kommt heute Abend auch noch der Vorsitzende von diesem Motorradverein. Hoffentlich hängt uns der kein Schnitzel ans Ohr. Und hört nicht mehr auf zum Palavern. Mein Gott, mein armer Berndi, wie er ausgeschaut hat. Okay, Sophie, jetzt denkt er nix. Schau, wie oft hat dein Herr Gemahl die anderen schon erbleckt? Und außerdem ist ihm nach die Burger schon viel besser gegangen. Du, und wie sie losgestartet sind, da hat er fast schon gelacht. Gelacht? Auf den Sozius. Er als Präsident von den Island Hoppers. Haben höchstens die anderen gelacht. So, Dala, das war's jetzt. Weil da wird er vielleicht schauen, der Papi. Also, ich hätte schon ein bisschen ein Duftel in der Scheune verteilt. Also, kleine Kerzen aufgestellt, dann war das perfekt. Hoffentlich weiß unser Jubilar diese Arbeit auch zu würdigen. Es war nämlich schon eine Sissi von. Ich meine, eine Sissi, eine...
Ein Haufen Aberglas. Auf jeden Fall müssen wir jetzt jemanden abstellen fürs Scheunentor. Nicht, dass die ganze Sache vorzeitig nur aufwirkt. Sozusagen als Wachhund, ne? Was? Na, das gibt's vergessen. So weit geht die Liebe nicht. Nein, also natürlich die Liebe zu deinem Vater, Schatzal. Und außerdem habe ich noch einen wichtigen Termin. Ich kann also quasi praktisch nicht die ganze Zeit da bleiben. Was für ein Termin? Mei, ich habe halt auch so meine Geheimnisse. Also, das fängt ja schon früher an mit euch zwei, gell? Ja, also gut. Dann bleibt sowieso bloß nur noch... Wuff, wuff. Nein. Ich hab jetzt Skifeierabend. Ja, eben. Du hockst jetzt schön unter den Kastanienbaum und passt auf, gell? Ich denk ja gar nicht dran. Kriegst du ein Bierchen, Walter? Okay. Da meine ich allerweil, wird ein Bierchen nicht lange, hä? Sehr richtig. Jede Stunde ein Bier. Weil die Flüssigkeitsaufnahme, die muss durchgehend gewährleistet sein. Ja, jetzt kommen's. Ich zieh mir jetzt einmal dezent zurück, weil nicht, dass dein lieber Herr Vater nur ausfällig wird. Und nach meinem Termin komme ich wieder. Hoffentlich noch vor dem großen Moment. Was hast du denn eigentlich für einen Termin? Nichts Wichtiges. Fertig. Walter, du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid. Allerdings ist mein Mund schon sehr trocken. Ja, ich geh ja schon. Aber jetzt sag mal, was tust denn du so geheimnisvoll? Jetzt lasst mich wieder alle allein. Also, du hast das Scheunentor unter Kontrolle, klar? Alles Roger. Roger! Au! Was halt auf? Sag mal, wie viel Burger hast du heute schon gegessen? Was ist denn da passiert? Ja, ist ja gut alles. So, gleich haben wir's. Gleich haben wir's. So eine Hektik. Ja, was ist denn passiert? Umgefallen ist er, weil er vergessen hat, dass er seinen Ständer raustut. Wir wollten eine Fotosession machen am Sulfeld. Sag einmal alles, man kann wirklich meinen, du bist schon seit ewigen Zeiten nicht mehr Motorrad gefahren. Komm, Franco, halten einmal. Ich gehe einmal in den Schupf und hol einmal den Liegestuhl raus. Komm. Halt! Sag einmal, was ist denn los, hä? Du traust dich doch mir in den Weg zu stellen. Nicht nur, dass du der Sargnagel von meinem geliebten Baby bist und jetzt stellst dich da her, hä? Frag dich, Aldi. Was? Ich mein, frag deine geliebte Gemahlin. Geh, da brauchst du doch keinen Liegestuhl. Schließlich bin ich ein ehrenamtlicher Rettungssanitäter, gell? Ja, ich weiß schon, was ich da tun muss. Au! Spinnst denn du, hä? Keine Widerrede, ich weiß, was ich tue. Au, ja, hoffentlich. Mein Gott, ganz weiß ist er. Warum? Ich war doch im Solarium. Alois! Also, ich hol jetzt einmal einen Schnaps. Oh, Für mich ein Obstler. Da kannst du mir anbringen. Und mein Bier nicht vergessen, gell? So, oder? Warum? Ja, aber denk, du hast dich am Haxen verletzt. Ja, das auch. Aber, also, Loisel, weißt du, das bisschen aufgeschürftes Schienbein. Bissel aufgeschürft. Du, das ist mindestens eine Fraktur. Ich brauche einen Arzt. Au! Ja, ich hab da den Rücken gar nicht angelangt. Das war der Haxen. Ist was passiert? Hat's wen geschmissen? Kathi, hol einmal einen Schnaps, den vom Regal vorne, ganz rechts, den holst, gell? Komisch, wir's die Woche geschmissen oder hast du den Kunden genommen, den der ganz hinten steht? Ich geh schon. Sag einmal, Loisel, hast du das nicht gehört, wie ich noch extra geschrien hab? Seitenständer! Der hört und sieht nichts mehr. Wieder mal die kurvige Blonde in dem Cabrio hat er gesehen. Ja, Schmarrn. Mein Radl sagt immer, ich sehe noch alles. Besonders das, was ich nicht sehen soll. Im Gegensatz zu ihr, die hört alles, was nicht hört. Ich hol jetzt auf alle Fälle mal den Liegestuhl aus der Scheune raus. Ja, doch gar nicht notwendig, gell? Großer Bahnhof. Hat die Feier schon angefangen? Ja, leider mit einem riesen Knall. Pum! Ja, was ist denn passiert? Voll ist er! Weil er den Ständer nicht draußen kommt hat. Weil die Leute sollten heute einfach nicht mehr Motorradl fahren. Ja, genau. Lassen Sie mich einmal schauen, ich bin Ärztin. Was? Ah, ja, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Auf dem Anmeldeformular ist sowas gestanden, gell?
Ja, nicht schlecht. Läusel, jetzt darf ich am liebsten mit dir tauschen. Als erstes sollten wir den Herrn einmal hinlegen. Warum? Der liegt doch schon. Nein! Fast. Richtig hinlegen. Das wollte ja. Aber unser Rettungssanitäter hat gemeint, es würde reichen, wenn wir den Alois in einen Klappstuhl setzen. Vielleicht, weil er so klapprig ausschaut. Naja, also da muss ich schon am Sachverstand des Herrn Sanitäters zweifeln. Klappstuhl. Also am besten, wir bringen den Verletzten auf sein Zimmer. Dann schaue ich mir das einmal ganz in Ruhe an und dann sehen wir weiter. Jawohl, also packen wir's, auf geht's. Ja, das ist jetzt ganz schlecht, weil der Sophie... Was merkst du denn von der Sophie? Und jetzt da nicht weg, Sophie! Wie weißt du mit die zwei Platterten da? Hat der uns? Keine Diskussionen, auf geht's. Also, So Befehl! auf geht's, packen wir's. Geh weiter. Au! Ja, was denn jetzt? Rücken oder Fuß? Arm. Muss mit Ihnen ausgerechnet so ein grobschlächtiger Mechaniker da hin? Sei froh, dass ich kein Metzger bin. Also auf geht's, mir pressiert's. Was dir pressiert, das ist ja ganz was Neues. Ha? Der Schnaps. Dankeschön. Ja, aber alles, was da wen geht. Oh, pass ruhig auf! Wo hast du denn dein Zimmer? 13, erster Stock. Also, wenn du mich fragst, was Schlimmes kann das nicht sein. Der ist ja wirklich bloß umgefallen. Ja, das sind oft die gefährlichsten Situationen. Ich hab mich einmal flachgelegt, weil ich ein Mädel flachlegen. Entschuldigung, weil ich ein Mädel nach dem Weg gefragt hab. Vor lauter in die Augen schauen bin ich dann umgekippt und sie auf wie drauf. Die Frau? Na, mein Maschine, Ach so. die muss ja inzwischen uralt sein. Die Maschine? Nein, die Frau. Mindestens 50. Oh, also das war jetzt aber nicht charmant, gell? Die arme Frau. Ja, nein, ich bin halt jetzt einmal in dem Alter, wo man seine Jugendsünden gestehen sollte, bevor man sie vergisst. Prost. Prost! So, der war versorgt. Du, ich sag euch, die Frau Doktor, die hat's drauf. Der alles, der ist ganz hin und weg. Prost! Jetzt wird er 70, der Bernti. Hä? Und mir kommt's vor, wie wenn's gestern gewesen wäre, weil wir unsere Touren gemacht haben. Hä? Erst durch ganz Bayern, dann rauf an die Nordsee. Dann Griechenland, Toskana. Dann nach Norwegen, aber da war der Läusel schon gar nicht mehr dabei. Weil ihm seine Frau dazwischen gekommen ist. Dann Algerien, Marokko, aber da war der Bernti auch schon nicht mehr dabei. Und weil ihm seine Frau dazwischen gekommen ist. Ja, genau. Und dann Amerika. Da war ich nicht mehr dabei. Weil da deine Frauen dazwischen gekommen sind. Ja, mei, ich war jung und hab Stress gehabt mit der Angie. Oder was, die Resi. Ja, die jungen Leute, gell? Die möchten gern treu sein und sind's nicht. Ja. Und alle, die möchten gern untreu sein und können's nicht. Oh, Vicky, der schnappt dich gut da, Der Schmarrn, ich trink gleich noch einen. Nix da. Siehst du das, Franco, und drum habe ich den Frauen entsagt. ohne dir zu nahe treten zu wollen, Angie. Ich bin die Biggie. Ja, es ist auch wurscht. Aber manchmal denke ich mir, irgendwie ist es schon, dass ich den Frauen entsagt habe. Weil im Alter, da bereut man ja hauptsächlich die Sünden, die man nicht begangen hat. Der war gut, der war gut. Andererseits ist keiner da, auf den du Rücksicht nehmen musst. Keiner, der da dauernd widerspricht. Das mache ich ja gar nicht. Ich sag's ja, die Frau Doktor, die hat's drauf. Du sag einmal, Isi, du bist doch noch gar nicht so alt, oder? Warum hast jetzt du eigentlich den Frauen, wie hast du gesagt, entsagt? Der Heinzi hat früher nichts anbrennen lassen, gell? Aber irgendwann hat er irgendwie eine Erleuchtung gehabt und hat die Seiten gewechselt. Was? Bist du schwul? Nein, er ist Pfarrer. Was, der? Ja, ich? Ach du Scheiße. Entschuldigung, wo würden? Ja, der Herr Merkwürden begleitet immer diese riesigen Biker-Treffen als Seelsorger. Und ist sehr beliebt. Ja. Kannst dann gleich die Beichte ablegen. Also ich weiß nicht, ob der so viel Zeit hat. Keine Angst, bei mir muss keiner beichten, wenn er nicht mag. Okay, ja.
Und was ihr zwei zum Beichten hättet, das kann ich mir schon vorstellen, gell, Franco? Aber Herr Hochwürden. Weißt du, manchmal denke ich mir, viele Leute werden bloß deswegen nicht 80, weil sie zu lange versuchen, 40 zu bleiben. Was du mich, hä? Sei mir ehrlich, Hüsi. Geht dir das nicht ab? Das eine, weißt schon. So hin und wieder einmal. Na, weißt du, ich fahre ganz gut mit der Devise anschauen ja, anfassen nein. Ui, ja, das ist gut. Also sag einmal, der Alois, der hört sich bald so an, als ob wir auch was beichten müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, Dalla, ein helles. Bitte schön. Ja, stell's noch hin. Dann bringst du noch eine halbe und für die Biggie eine Apfelschale. Was? Ja, nix Apfelschorle. Nur eine halbe und noch so ein Obstler. Mach ich. Ja, gut. Ja, also was machen die da drum? Hä? Also, mein Lieber, die Frau Dr. Steinmarder, die versteht ihr Geschäft, das sag ich dir nicht. Steigenberger. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Erst vergisst du den Namen, dann Gesichter, dann den Reißverschluss zuzumachen, dann den Reißverschluss aufzumachen. Aha. Sind wir schon bei den Zoten angelangt jetzt, oder? Hä? Im Gegenteil, wir sind schon fast bei der Beichte angelangt. Ja. Beichten kennst du am Morgen in der Früh beim Heinzi, gell? Ja. Jetzt kommen wir erst einmal zum gemütlichen Teil. Ja, Walter, geh weiter. Wenn du da bist, dann komm rüber zu uns. Nein, das geht nicht. Weißt du was, ich sitze ganz gern unterm Kastanienbaum. Ja, wenn es jetzt nachher zum Regnen anfängt, dann wird sie alle patschnass und ich sitze schön stark im Trockenen unterm Kastanienbaum. Prost! Gerät doch kein Kast, ist doch kein Wölkerl am Himmel. Heute bleibt's den ganzen Abend trocken. Also komm rüber, komm. Geh, Papi, lass ihn doch. Der Stammtisch, der wird doch jetzt dann sowieso zu klar für alle, oder? Jetzt glauben's zu. Schauen Sie, bringst du bitte die Wischstaubsauger mit? Die haben schon wieder Bresel, schau mal da her. Da ist keine mehr Bresel. Ja, mein Papi, so ist es halt einmal. All die Leute bräseln halt einfacher. Du, soll ich vielleicht noch sterile Sitzbezüge oder Gummihandschuhe für alle mitbringen? Ist schon schlimm, gell, mit Eltern, die älter werden. Apropos Eltern, sag mal, also Thomas, Walter, deine Ähnlichkeit mit deinem Vater, die ist wirklich frappierend. Bist du auch so ein guter Schrauber? Der Beste! Ich brauche einen neuen Auspuff. Ah, wegen mir nicht, Franco. Der alte ist mir zu leise. Mir nicht? Wer ist denn er? Ich bin Franco Nero. Und? Wo ist dein Revolver? Den hat er in der Tasche. Das ist mein alter Freund, der Schwarzfranzi, genannt Franco Nero. Ach so, ich hab schon gemeint, der Franco Nero. Aber der hat ja noch mehr Haare am Kopf. Gell? Da, wenn du einen neuen Auspuff brauchst, gell, dann brauchst du das bloß sagen, da hab ich was für dich. Genau deine Marke. Niegelnagelneu. Direkt Import from California. Den kann ich dir morgen zeigen, gell? Hey, cool. So, Dalla, ein helles. Wunderbar, so, jawohl. bitteschön. Ja. Und noch eins. Dann bringst du nur ein Bier und bringst vor allen Dingen einen Sekt an, gell? Gern, Herr Jubilar. Ein Sekt? Weißt du das nicht mehr, wie du auf der Terrasse von dem Hotel in Bibione noch einen Schluck Sekt, die ganze Terrasse... Das ist so ein Schmarrn. Außerdem, das war ein Prosecco. Und das war nicht in Bibione, sondern Caorle. Ja, was jetzt? Prosecco oder Kaorle? Ja, jedenfalls habe ich meine schönen schwarzen Tangolatschen hinterher weggeschmissen. Oh, jetzt hat er Oh, schon her. das schaut ja wunderbar aus, danke dir. Ja, Freunde, wir haben schon viel Schmarrn gemacht, gell? Ja, aber auch viel gute Sachen, gell? Doch, aber das Beste, Freunde, was ich jemals gemacht habe, das war, dass ich mir Sofferl geheiratet habe. Mein, ist er nicht lieb, ha? Ja, weil du die Tochter vom Wirt warst, dann habe ich den Betrieb gar nicht pachten brauchen, nicht? Also, aber trotzdem
freue mich, dass du in Zukunft jetzt mehr Zeit für uns haben wirst, gell? Da wollten wir doch mal Der Bernti war nämlich in letzter Zeit sehr viel mit dem Motorrad unterwegs, gell? Und ich habe mir die Zeit im Alter doch ein bisschen zweisamer vorgestellt. Aber er hat mir zu seinem 60. Jahr was versprochen. Gell, Schatzerle? Versprochen ist versprochen. Um was geht's? Also, er hat mir vor 10 Jahren versprochen, dass er einen Tag nach seinem 70. Geburtstag seine Motorradstiefel an den Nagel hängt. Nein. Ja. Das gibt's ja nicht. Wieso an Nagel hängen? Habt ihr keinen Schulschrank? Ja, dann war ja das jetzt gerade deine letzte Tour und die sind noch bei mir auf dem Sozi. Jetzt spricht das Wort ja nicht aus, gell? Welches Wort? Sozius! Du hast mir versprochen, dass du nicht mehr fahrst. Und vom Sozius sitzen war auch nicht die Rede. Also dieses Wort ist gestrichen, ja? So viel, das kannst du doch nicht antun. Wir sind doch noch alle topfit. Also, fast alle. Der Bernd, die kann doch noch ewig fahren. Ja, das hat sich doch erledigt. Sein geliebtes Bike ist doch hinüber. Ja, wenn wir einen gescheiten Mechaniker hätten, dann nicht, Ich kann gell? nichts dafür, wenn du dein Fahrzeug nicht unter Kontrolle hast. Ich glaube, es war jetzt an der Zeit für eine kleine Rede. Ja, sehr gut. Eine gute Idee. Heinzi, da bist du der Fachmann. Wow, in was bist denn du nur als der Fachmann, hä? Also, lieber Bernti, liebe Sophie. Liebe Trauergemeinde. Halt. Nicht ohne uns anfangen, gell? Tschecki, weiter setzen wir uns dann über. Hey, du bist ja schon wieder ganz fit. Ja, die Tschecki. Also ich meine, die Frau Steigenberger, die hat ja sagenhafte Hände, gell? Die haben ja direkt Wunderheilkräfte. Jetzt übertreibst, Alois. Eigentlich habe ich bloß eine Salbe draufgetan. Oha, aber wie sie die Salbe aufgetragen hat, das war eine Sau. Komisch, mir tut doch mein Arm gerade so weh. Haben Sie noch was von der Säule? Jetzt ist einmal eine Ruhe da. Ja, ist schon recht. Unser Herr Pfarrer holt einmal wieder zu einer seiner berühmten Reden aus. Berühmt? Die sind schon eher gefürchtet. Also, lieber Berti, jetzt sind wir ja sozusagen in die Jahre gekommen, ne? Ja. 70, das klingt ja fast schon biblisch. Ja, da setzt sich manch einer als Rentner schon gemütlich aufs Kanapee und lässt die jungen Leute machen. Bloß er nicht. Ja, ganz genau. Aber wenn man noch so... Sag jetzt zwei bloß nicht rüstig, gell, du? Genau das Wort wollte ich gerade sagen. Wenn man noch so rüstig ist wie du, dann darf der Ruhestand ruhig noch ein bisschen warten. Hä? Du bist doch ein echter Macher, ein absolutes Alpha-Tier. Ja, du sagst deine Meinung, egal wer vor dir steht. Und egal wer vor dir auf dem Moped sitzt. Ja. Du sagst uns alle, wo es lang geht, und trotzdem darf bei dir jeder seine Meinung sagen. Solange sie mit der deinen übereinstimmt. Du weißt, wie der Hase läuft. Ja. Und, ja, wo war jetzt ich stehen geblieben? Bei den Hasen! Ja, genau. Du hast eine saubere Familie beieinander, ja. Und es kann ja sein, dass du bald einmal Opa wirst. Es muss ja nicht unbedingt das Kind von einem Reisschüsselfahrer sein. Bravo! Jawohl! Leider ist dein Bike jetzt hinüber und das ist schade. Aber, also einmal ganz ehrlich gesagt, wenn man sich anschaut, wie du bei deinem Unfall angestellt hast, da kann man direkt meinen, du wolltest partout in Bikerrente gehen. Ja, aber ich mein, das hat ja auch seine Vorteile. Ja. Du hast jetzt mehr Zeit, dich deiner Familie zu widmen. Jawohl, bravo! Das ist gut. Und du läufst nicht Gefahr, dich bei einer deiner Biker-Touren zu verletzen. Ja, so hat er recht. Ja. Bei manch einem von uns sieht man ja inzwischen, dass der Zahn der Zeit deutlich an ihm genagt hat. Ne? Ja. Und bei anderen hat man den Eindruck, dass sie partout die Zeit festhalten wollen. Aber du, Bernti, du bist absolut auf der Höhe der Zeit. Und drum, lieber Bernd, lass dir von uns ganz herzlich gratulieren. Jetzt kommt's rein. Unser Lied, einen Ton. Unser Bernd, der Hofreiter.
der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Respekt, muss ich sagen. Du bist voll und ganz in deinem Element gelandet. Danke dir, gell? Geehrt ist euch geehrt, gell? Ach Mensch, Alois, haben wir vielleicht irgendwo ein Kissen? Selbstverständlich. Wir haben in der Scheune einen wunderbaren Liegestuhl mit einer weichen Auflage, den hol ich. Halt, das geht nicht, das geht nicht. Warum geht das nicht? Nein, das geht nicht, weil der Liegestuhl, der ist... Papi, der Liegestuhl, der ist leider kaputt. Ja. Was ist der? Ja, weil bei der letzten Hochzeit, da haben die so eine Beachparty gefeiert. Genau. Und da ist der Alkohol? Der Alkohol ist recht geflossen, genau. Und dann sind sie auf die Stuhl umeinander gestiegen. Genau, auf die Stuhl umeinander gestiegen. Auf diesem Liegestuhl heute auch. Und der hat's nicht überlebt. Aber das macht doch nichts. Wir haben ja ganz viele Sitzauflagen, gell? Die sind doch wunderbar. Und Männer in eurem Alter, die sollen sowieso ein bisschen komfortabler sitzen. Was denn da Männer in eurem Alter? Wir sind doch keine Opas. Ich schon. Ja. Obwohl, wie alt man wirklich ist, das sieht man, wenn man die Gesichter von seinen Jugendfreunden anschaut, gell? Zeit für den Trinkspruch. Lieber Bernti, oben fit und unten dicht, mehr wünsche ich dir fürs Leben nicht. Du sitzt jetzt am besten gleich direkt vor das Scheunentor und lass dir gleich einmal ein paar gute Ausreden einfallen, falls er nochmal da rein will. Ja, da brauche ich aber schon ein Bier dazu. Ja, dem soll es nicht liegen. Geht's besser, Alois? Ja, Fraule, solange ich in den Händen von so einer kompetenten Ärztin bin, da fällt sie nichts, Frau Doktor. Es ist ja wirklich gut, gell? Es ist ja wirklich gut, dass wir eine Chirurgin bei uns im Haus haben. Ich bin keine Chirurgin. So, was denn dann? Ich hab's. Schönheitschirurgin. Ich war mit der Mandy in Starnberg, die hat sich die Falten wegmachen lassen. Oder was, das sind die? Naja, jedenfalls hat es nicht lang gehalten. Schlimm, wenn Frauen nicht in Würde altern können. Ja, nein, ich sag's immer. Wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. Aber gell, das waren doch Sie in der Schönheitsklinik. Ihre Stimme habe ich gleich wiedererkannt. Da müssen Sie mich verwechseln. Oder sind Sie Augenärztin? Die Biggie hat sich die Augen lasern lassen. Gell, Biggie? Ja, aber das darf ich jetzt nicht mehr machen. Wieso nicht? Ja, für Ziege alles. Also, jetzt spannen Sie uns nicht länger auf die Folter. Was sind Sie für eine Ärztin? Ich bin Urologin. Logo! Jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne. Ich hab mir in Großhadern im Winter den Nierenstein rausmachen lassen. Erinnern Sie sich nicht mehr an mich? Ach, richtig. Sie waren der Patient, der die Narkoseärztin bis kurz vorm Einschlafen belästigt hat. Wieso hat denn die Narkoseärztin geschlafen? Und sonst erinnern Sie sich nicht mehr an mich? Ich mein, was Sie da so alles geschenkt haben? Nein, ich kann mich nicht an jede Kleinigkeit erinnern. Aber jetzt sag mal, Jackie, was verschlagt eine Frau wie dich so ganz allein da raus in die Provinz? Ja, weil es da schön ist. Aber das merken die Leute ja nicht, die selber auf dem Land leben. Ja, und weil ich mit meinem Cabrio ein bisschen durchs Chiemgau fahren wollte. Ganz einfach. Hallo, Freunde. Also da sind wir uns vollkommen richtig, Frau Doktor. Etwas benehmen. Wir haben eine Frau Doktor im Haus, gell? Zusammenreißen, zusammenreißen. Benehmen, das wird Skifahrt. Nein, ich möchte Ihnen doch nicht den Spaß verderben. Jackie, du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Bleiben Sie doch da, Frau Dr. Steinhilper. Nicht, Sie sind herzlichst eingeladen. Geht alles aufs Haus. Ja, das ist ja nett. Aber ich muss noch schnell 2 E-Mails schreiben. Ja, und dann habe ich heute eine Menge tolle Fotos gemacht. Und die stelle ich immer gleich online. Auf Dropbox. Fotos? Ja, aber wenn ich das gemacht habe, dann komme ich wieder. Versprochen. Frau Doktor, es war mir ein Vergnügen.
Wissen Sie noch, was ich in der Urologie immer zu Ihnen gesagt habe? Viel trinken. Nein, Hände weg von Frauen in weißen Kitteln. Aber Sie haben doch gar nichts Weißes an. Und jetzt glaube ich, wird es einmal Zeit sein, dass ihr meine Rede schwingt. Ja. Also, es ist mir eine große Freude und eine große Ehre. Guten Abend. Was machst du denn schon da? Tim, wenn du schon da bist, dann hock dich hin und gib mir Ruhe. Also, Freunde, ich freue mich wirklich, dass ihr da seid und mit mir meinen 70. Geburtstag feiert. Ja, 70 ist ein stolzes Alter, gell? Ja. Naja, früher hat man gesagt, mit 70 ist man alt, aber an uns sieht man, dass man auch in einem vergleichsweise hohen Alter noch ziemlich fit sein kann, gell? Fit für den Sozius. Du, Berti, ich hätte noch einen Kindersitz daheim von meinem Enkel. Der braucht den nicht mehr. Den kann dir der schenken, dann kannst du nicht mehr runterfahren. Hey, ihr seid ja sowas von gemein, mein Lieber. Hey? Ja, also gut. Also rüstig hat man früher gesagt, heutzutage sind wir fit, gell? Ja, also wenn ich da mal kurz einhaken Nein, dürfte. darfst du nicht. Nein. Jetzt ist ja leider so, dass meine geliebte Harley das Zeitlehen gesegnet hat, Weil du eine Zitterer gehabt hast? Nein, weil mich ein Sushi-Roller in dem Moment, als ich ihn gerade überholen wollte, rücksichtslos von der Straße gedrängt hat. Ja. Wechselt der Belag von grau auf grün, Arsch hoch, Kupplung ziehen. Schnauze, sonst Beule, gell? Keiner hätte dagegen gehalten. Du bist auch stark. Aber ich Schnaps krieg schon. Ist schon da. Weil mich so ein Kamikaze-Fahrer von der Straße gedrängt hat und weil in seinen Mitteln beschränkter Mechanikergeselle, Mechaniker-Lehrbuhr, nicht in der Lage ist, mein geliebtes Moped wieder zu reparieren, stehe jetzt leider ohne fahrbaren Untersatz da. Also wenn ich in dem Zusammenhang einmal was sagen dürfte. Nein, das darfst du nicht. Berti, jetzt lassen halt. Wenigstens an deinem Geburtstag solltest du das Gebot der Nächstenliebe berücksichtigen. Okay, easy. Wenn du das sagst, alles easy. Also, was hast du zu sagen? Lieber Bernd. Ich bin nicht der lieber Bernd, gell? Sehr geehrter Herr. Das ist okay. Gut. Liebe Mitglieder des Bikerclubs Island Hoppers. Der redet ja wie ein Funktionär. Oh, hätte ich beinahe vergessen. Heute kommt da noch so ein Fuzzi vom Kreisverband und nimmt eine Ehrung vor. Ja, Tim, das ist nett von dir, aber für große Reden haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Es kommt nämlich gleich ein wichtiger Herr. Ja, aber ich... Nein, hab ich euch noch gar nicht erzählt. Nein. Einer von uns ist auserkoren. Einer von unserer Gang wird Biker des Jahres. Das gibt's ja nicht. Ja. Geil. Und wer war noch das? Das weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat sich der Kreisvorsitzende selbst angekündigt, um die Ehrung persönlich vorzunehmen. Und, wo bleibt der dann? Ja, ich bin doch schon da. Nein, halt dich du raus. Es kommt ein Kreisvorsitzender. Ja, das bin ich. Es kommt ein Vorsitzender, der was von richtigen Motorradern versteht, der... Was bist du? Der Kreisvorsitzende des Motorradverbandes Oberbayern bin ich. Du? Ein Reisschüsselfahrer. Der Untergang des Ablandes. Halleluja. Also, nachdem das jetzt geklärt ist, darf ich endlich zur Laudatio kommen. Prost. Nur, dass ich das richtig verstehe. Du bist der Kreisvorsitzende vom Motorradverband Chiemgau. Jawohl. Und wenn du hin und wieder einmal auf unsere Versammlungen gehst, dann wüsstest du das. Die haben einen Japaner gewählt. Geht das überhaupt in Bayern? Ja. Mit uns war das nicht passiert. Ja, also, liebe Mitglieder des Bikerclubs Island Hoppers, ich darf hiermit den Biker des Jahres verkünden. Ja? Die Jury des Kreisverbandes bewertet hierbei Auftritt im Straßenverkehr, unfallfreies Fahren, Vorbildfunktion und Außenwirkung. Ich frag mich dann bloß, was ich ausgerechnet da mache. Hey, langsam, gell, da? Also, liebe Biker-Kollegen, der Motorradfahrer unter euch, der seit Jahren durch umsichtiges Fahren, durch vorbildliches Verhalten gegenüber den Jugendlichen und auch durch Mitwirkung auf unserer Internetplattform aufgefallen ist. Ich bin doch gar nicht im Internet. Und vor allem durch 50 Jahre unfallfreies Motorradfahren diese Auszeichnung verdient hat, ist... Bravo! Rekord!
Alois Holzinger. Gratuliere. Au! Ich werd wahnsinnig! Bitteschön. Ja, danke schön. Weil so eine Ehre. Ich weiß ja gar nicht, mit was ich das verdient habe. Das wissen wir auch nicht. 50 Jahre unfallfreies Fahren. Ha, ha, ha. War ja so. Bis jetzt jedenfalls. Du, Reichsschüssel, Heini. Herr Vorsitzender. Sind Sie sicher, dass Sie da den richtigen gewählt haben? Franco, ich darf sagen, das klären wir dann unter uns, ja? Jetzt gehen wir erst einmal zum gemütlichen Teil über alles, gell? Genau. Und weil es die große Geburtstagsüberraschung erst später gibt, gehen wir jetzt alle ins Haus rein und da gibt's ein Schnapsel, gell? Ja, aber den besten. Na, für mich ist der Beste gerade gut genug. Aber Freunde, bist du drin? Wir können doch genauso gut draußen bleiben. Ja, aber bei Überraschungen haben prinzipiell die Frauen das Sagen. Okay. Also, auf geht's! Ihr habt es gehört, meine Herrschaften. Wenn ich bitten dürfte. Nein, dass du ausgerechnet du der Bäcker des Jahres bist. Nein, nein, nein. Es ist ja wie wenn der Lothar Matthäus einen Nobel-Literaturpreis kriegen wird. Oder der Franco-Preis für den monogamsten Mann. Komm, lass gut sein. Sag einmal, kennt ihr den überhaupt schon? Ein alter Mann, eine junge Frau? Mei, oh mei, jetzt sind's endlich weiter. Jetzt können wir loslegen. Auf. Also, auf geht's, packen wir's. Alter, komm, schwing den Rock mit hin. Jetzt ist er eingeschlafen. Hey, Walter, aufwachen! Walter! Hey, du! Ich hab's. Freibier! Das gibt's doch nicht. Warte, pass mir mal hin. Hey, Walter! Ich muss einmal in die Scheune! Scheune? Keiner kommt an mir vorbei in die Scheune. Hey, was ist denn da noch? Was macht's denn ihr da? Wir wollten bloß einen Walter aufwecken. Na komm, lass ihn doch schlafen. Der hat eh schon genug Schnaps, der braucht keinen mehr. Jetzt geht's weiter, komm. Lass dir was einfallen. Ja. Also, du bist zwar Reisschüsselfahrer, aber nachdem du ja jetzt in offizieller Mission da bist, bist du natürlich auch eingeladen, gell? Kommst dann. Dankeschön, das ist nett von dir. Ich komm gleich. Genau, weil ich muss da ganz schnell telefonieren. Ja gut, aber dann kommst, gell? Ja, ja. Weiter. Zeiten, was mache ich denn jetzt bloß? Hey, Walter, mach heute auf! Geh weiter jetzt, komm! Das gibt's nicht. Sag einmal, hat der zugenommen, ha? Kein Wunder, der frisst da beim Kegelmeier immer wieder Scheunendrescher. Scheunendrescher? Keiner kommt an mir vorbei. Geht's ja lustig zu. Der war in Griechenland schon. Kann man helfen? Ja, wenn sie einen Grando hätten, schon. Ist ihm schlecht? Na, besoffen ist er halt. Aha. Ja, dann lassen Sie noch einfach da sitzen und seinen Rausch ausschlafen. Ja, das würde ich auch gern, aber das geht nicht, weil ich in die Scheune rein muss. Ja, das hängt mit dem Geburtstag von Bernd zusammen. Ach, ich verstehe. Die Überraschung, von der Sie heute Morgen geredet haben. Ja, also dann ziehen wir ihn doch einfach mitsamt dem Stuhl weg. Ja, gut. Probieren können wir's ja. Also, pass auf 3. 1, 2, 3. Ach du Schande! Sei doch nicht immer so ungeduldig! Was ist, Tim, wie weit bist? Ach du liebe Zeit! Ja, warum müssen die Besoffen immer so viel Wind wie 3,30? Lass ihn einfach liegen, komm, dann gehen wir heute zu Punkt 2. Wollte eigentlich erst später machen, aber ist ja eigentlich wurscht. Kommt aber alle raus! Aha. Also manchmal sind die Damen der Familie sehr schwer zu verstehen. Also ich schaue einmal in meine Notfallapotheke. Vielleicht finde ich ja was Brauchbares für unseren Scheunenwärter. Aha. Mei. Was habe ich mich denn da jetzt bloß einlassen? Mensch. Herrschaftszeiten jetzt, Walter! Hey, wach heute auf! Was gibt's? Ich schätze mal, dass die Sophie jetzt singt. Echt, hä? Die ist nämlich früher bei den Biker-Treffen immer als Western-Sängerin aufgetreten. Oh, wow. Vom Feinsten, sag ich dir. Boah,
Das kann ich auch. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir spielen Cowboy und Indianer. Aber doch nicht im Biergarten. Ich bin ja noch nicht fertig. Wir retten um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Willst du mich umzingeln, der ich mich ergebe? Was ist jetzt das? Ist das die Überraschung oder was? Hoffentlich nicht. So, jetzt seid mal bitte alle statt und setzt euch alle einmal hier, ja? Die Mami hat euch was Wichtiges mitzuteilen. Kathi, Licht. So, mein lieber Mann. Oh. Habt ihr keine Kosenamen? Na, natürlich haben wir einen Kosenamen, gell, Schatzi? Freilich haben wir Kosenamen, gell, mein Mäuslein? Ja. Mein Schatz, ein Ständchen für dich. Ein Stammter, ja. Wunderbar. Hab ich schon lange nicht mehr gekriegt von dir. Mit dem Bernti, mein Mäuslein, ist nicht immer leicht, weil er vieles immer besser weiß. Und das Runterfahren fällt ihm schwer und jeder Krümel stört ihn sehr. Doch weil's der Herz hast wie ein Berg weg, weil's der Wahnsinn bist für mich, steh ich auf die. Weil's der Herz hast wie ein Berg weg, weil's der Wahnsinn bist für mich, steh ich auf die. Weil's mir warm wird, wenn du lachst, weil's den Herbst zum Sommer macht, weil ich mit dir alt werden kann, weil wir ewig Kinder sind, drum brauch ich die. Weil's der Herz hast wie ein Berg weg, weil's der Wahnsinn bist für mich, steh ich auf die. Weil's der Herz hast wie ein Berg weg, weil's der Wahnsinn bist für mich, steh ich auf die. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gib mir einfach einen Kuss. Gern. Das ist auch mal schön, dass am Chef nichts mehr einfällt. So, Schatz, jetzt setz dich mal her. Ja. Jetzt würde ich einmal sagen, jetzt kommen wir mal zu unserem Biker des Jahres, Ja. oder? Alles, möchtest du vielleicht ein paar Worte reden? Na, du könntest uns vielleicht jetzt sagen, wo sich dein geliebtes Weibe gerade befindet. Wieso, daheim? Bist du dir da so sicher? Wisst ihr, ich habe nämlich gestern Abend einen Spaziergang gemacht, so Richtung Fraßdorf hinaus. Was ich normalerweise ja nie mache, aber ich habe ja im Moment kein Motorrad, nicht? Und da ist am Waldparkplatz draußen, keine 2 Kilometer von da, ein Wohnmobil gestanden. Das hat zufällig genauso ausgeschaut wie deins. Mei, von denen gibt's Hunderte. Ja schon, aber im Nummernschildl waren zufällig deine Initialen. Aha. Was? Ja. Und hinten dran ist ein Motorradl hängen gehängt. Okay. Ja, und am Küchenblock ist eine Frau gestanden, genauso wie die deine. Und gesungen hat's genauso wie die Traudl. Schlafe, mein Prinzchen, schlafe. Mein Prinzchen. Und am Fernsehen ist Fußball gelaufen und daneben hat einer geschnarcht, genauso wie du. Weil den Schnarchzapfen, den kenne ich noch seit unserem letzten Griechenlandurlaub. Ja, das ist jetzt aber nicht wahr, oder? Hat uns der Biker des Jahres vielleicht irgendwas zu sagen? Ja, mei. Ich bin ja schon über 10 Jahre nicht mehr gefahren wegen meiner Alten, also meiner Frau. Ja, und da habe ich mal gedacht, einen Anhänger ans Wohnmobil hin, ein neues Motorrad gekauft und der hin ist gegangen. Ja, und deine Maschine? Die liegen. Ja, ich wollte für euch nicht als Weichheit dastehen. Das ist dir aber nicht gelungen. Mei, ja, mei. Ich wollte halt an Bernd die letzte Ehre erweisen. Was? Ich wollte seinen Geburtstag mit ihm feiern. Und da habe ich nicht gewusst, ob ich als Autofahrer da erwünscht bin. Weißt du, ein Schmarrn, Alois. Natürlich war es der erwünscht gewesen, oder? Oder?
Natürlich! Geh her, alter Spätze, da! Ja, was denn? Ich hab den Fuß da gar nicht angelangt. Das war der Rücken. Ach so, der Rücken, ja. Entschuldigung. Jetzt darf man sagen, jawohl, ich darf sagen, jetzt nehmen wir alle was und trinken wir mal, jetzt trinken wir auf alle Wohnmobilfahrer, oder? Prost. Nein, Moment einmal. Unfallfrei? Jetzt ist mir schon klar, warum Sie jahrelang unfallfrei fahren haben können. Wer nämlich nicht Motorradl fährt, der kann ja gar keine Unfälle bauen. Ja, so könnte man sagen. Aha. Und warum ermahnen Sie dann die Jugendlichen auf unserer Homepage zu rücksichtsvollem Fahren? Zitat, fair besser. Ja, das war meine Alte. Also meine Frau Gemahlin. Die sitzt den ganzen Tag vor dem Computer, seitdem es mit dem Töpferkurs nichts mehr ist. Ja, und dann wollte sie halt nicht nur mich, sondern alle Biker vor den Gefahren der Straße schützen. Halleluja! Ja, aber in diesem Fall muss ich die Ehrung wieder rückgängig machen. Doch. Ich meine, das ist Vorspiegelung falscher Tatsachen. Die Urkunde bitte. Tim, lass gut sein. Komm, geh weiter. An so einem Tag wie heute, da wollen wir doch da nicht so sein, oder? Und es weiß doch keiner außer uns, dass dann alles nicht mehr fährt. Und wir sagen nichts. Wir sind verschwiegen wie ein Grab. Oder? Logo! Ich sag nix. Also, eigentlich kann ich das nicht machen. Aber ich hab da so eine Idee. Au weh. Wenn ich ganz offiziell hier ein- und ausgehen darf, auch wenn ich eine Reisschüssel fahre, und wenn ich ganz offiziell als Freund deiner Tochter anerkannt werde, auch vor deine Spätzeln, dann könnte ich eventuell über die Wohnmobilaktivitäten des Bikers des Jahres hinwegsehen. Ich weiß nicht. Mäuslein. Ja gut, weil ich mich so frei, weil heute so ein schöner Tag ist, mein Geburtstag ist, meine alten Spätzl wieder da sind. Und weil mir mein Schatzelein so ein wunderschönes Liebeslied gesungen hat, da will ich nicht so sein. Also dann, auf geht's, du alter Reisschüssellenker da. One minute, moves your body. 2 minutes, moves your soul. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt des Abends. Männer, könnt ihr mal schauen, ob ihr da den Wolter von dem Scheunentor wegbringt? Das soll der Höhepunkt des heutigen Abends sein. Also so schön ist der auch wieder nicht. Wie weiter, Bockmann? Ich kann nicht. Ich hab's im Rücken. Hey, Wi-Fi. Und im Fuß. Ja gut, dann muss ich jetzt selber hingegangen, nicht? Aber doch nicht das Geburtstagskind. Das stimmt, ganz genau. Und schon gar nicht in deinem Alter. So, jetzt, auf geht's weiter. Hau. Hey, was macht's ihr da und warum wachelt's ihr so? Habt ihr zu viel gesoffen oder was? So, jetzt setzt euch einmal alle hin. Wohl. Nein, du nicht, du bleibst da. Weil jetzt red ich, gell? Also, mein lieber Mann, du hast mir zwar versprochen, dass du nach deinem 70. nicht mehr fahren willst, Ja, wollt ihr doch aber was hätte ich denn davon? Ha? Einen Mann, der nur daheim umeinander hängt, ziellos umherrennt und die Gäste mit seiner glorreichen Biker-Vergangenheit langweilt. Also, dass du das so realistisch siehst, das überrascht mich vielleicht schon ein bisschen positiv jetzt, aber leider habe jetzt ich kein Motorrad mehr. Leider war ja nach deinem Unfall nichts mehr zu retten, gell? Der Lenker gebrochen, Bitte nicht. die Gabel gestaut, Nee. der Rest ein Bündel für die Schrottpresse. Aha, dass du das so realistisch jetzt schildern musst, das tut mir vielleicht schon weh, gell? Aber vielleicht hat's der Walter ja gar nicht am Autofriedhof entsorgt. Vielleicht. Vielleicht war ja doch noch was zu retten. Da war doch nichts mehr zu retten, die war doch ein Schrotthaufen. Genau. Und da kommt jetzt dein Schrotthaufen. Was ist jetzt das? Das schaut doch schon hin. Ja, wieso hat der Motorrad im Kurs stehen? Das ist dein Geburtstagsgeschenk. Rundum ein
angesteuert und top in Schuss. Dann war das gar kein Rothaufen! Und ich wollte dir doch den Auspuff schenken, den du so lange schon gewünscht hast. Jetzt ist halt ein bisschen mehr geworden. Franco, ein Pöffelauspuff, hey, super, ha? Ja, magst du dich nicht einmal hinaufsitzen? Meinst du, dann darfst du also doch noch auf meine alten Tage? Auf die Route 66? Sonst fahr er doch gar nicht mehr zum Bereich. Gute Fahrt, Danke. Also, Freunde, ich muss sagen, vielen, vielen Dank. Wenn mein 70er schon so ein Riesenfest ist, dann freue ich mich heute schon auf ein 80er. Meinst du, soll ich es gleich mal probieren? Ja, Logo, auf geht's! Ja, wir schmeißen kannst du nicht. Oh. Und wenn, dann haben wir eine Ärztin da. Meinen Segen hast du. Und meinen auch. Auf dem Highway nach Rührbrüding. Hör nur den Sound, hör wie er klingt. Das ist Freiheit, grenzenlos. Da hat ein Spießer keine Chance. Hör die Harley. Der Sound, der es bringt, von Weiland Traunstein, Bad Reichenhall, die Harley klingt, in der Hall. Ich bin ein Chiemgau Cowboy, auf dem Highway bin ich daheim. So ist es heute, so wird's auch morgen sein. Bin nie allein, bin nie allein. Thank you.